Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Es gibt noch ein kleines Nachreiche von mir. Wie schon gesagt, die Bestie des Gévaudan ist gemeint gewesen in der letzten Episode. Das ist Provinz in Südfrankreich, Gévaudan geschrieben. Und war wahrscheinlich entweder ein Wolf, was du um die 100 Leute gerissen haben soll. Könnte aber auch irgendwelche andere Tiere gewesen sein. Da gibt es verschiedene Hypothesen und natürlich viele Verschwörungstheorien dazu. Und Annie von der Hypothese früher und von dem Aberglaube war halt auch, dass es ein Werwolf gewesen sein könnte. Und wenn ihr genaueres dazu wissen wollt, lest doch einfach mal im Internet auch noch oder recherchiert auch mal so. Außerhalb vom Internet in Bücher. Da gibt es auch sehr interessante historische Quellen dazu, die ihr lesen könnt. Allein auch, weil die Opfer im Pfarreiregister in der Umgebung von Gévaudan, das ist ja eine Provinz, in den Dörfern und in den Städten auch abgefasst sind. Im Pfarreiregister, wie gesagt, da stehen die ganzen Namen von den Opfern drin und wie die Jagd dann abging. Und auf diese Bestie ist dann sogar tatsächlich ihr Kopfgeld von 9000 Livres ausgesetzt worden, wobei 6000 der König schon bereitgestellt hat, der sogar ein Dragonerregiment dahin gejagt hat. Das ist schon ziemlich heftig für die Verhältnisse von 1764 bis 1767, wo das Ganze stattgefunden hat. Muss man schon sagen, dass 100 Opfer eine ziemlich große Zahl war und dass es in Frankreich natürlich auch extrem heftig war für die damaligen Verhältnisse, dass man so auffällig viele Morde an Frauen, Jugendliche und Kinder gehabt hat. Jo, aber jetzt gehen wir von der Bestie von Gévaudan Reihe nach Stockholm. Das war jetzt einfach nur so ein kleiner Nachtrag. Was ist denn das? Oh, kommt es euch bekannt vor? Hier sieht's genauso aus wie in meinem Heimatdorf. Was hast dann du? Du bist plötzlich losgerannt. Ich war das doch gesagt, du dappische Nuss. Alles ist genau wie bei mir der Helm. Kaum zu glauben. Die Dörfer sehen doch alle gleich aus. Ist es nicht nur ein bloßer Zufall? Es sieht nicht nur ähnlich aus, es ist absolut identisch. Du musst nicht so laut kreischen. Denk doch noch. Noch weiß ich nicht alles über dich, Arg. Ich hab ja nicht vor dir alles zur Sache, du Gretel hinter der Eck. Oh, jetzt wird's wischt. Rudel von wilde Wölfe. Arg, die verfolgen uns. Was soll man machen? Die sehen aus, als ob sie Appetit auf uns hätten. Sollen wir flüchten? Steht Sache, wir benutzen etwas, was wir im Wald gefunden haben. Beruhigt Wölfe. Das könnte nämlich ziemlich nützlich sein. Zack. Und Arg benutzt die Hundepfeife. Arg, kaum zu klar war, Arg, die Wölfe verziehen sich. Ja, stell das mal vor. Okay, wir gucken uns jetzt hier natürlich auch alles an. Ich finde es auch geil, dass sie dann die Animation dann haben, wenn man so anspricht. Die Tür scheint kaputt zu sein, öffnet sich nicht. Das ist auch so geil. In Krüster war dort der Hühnchen gehockt, so ein Huhn gehockt. Und jetzt hockt einfach ein Wolf aber auf dem Dach. Der scheint kaputt zu sein und lässt sich nicht aufmachen. Na Allah, sogar der sprechende Kürbis ist hier. Hallo, sprechender Kürbis. Oh, der spricht aber nicht. Der Wolf heult zwar, aber der sprechende Kürbis rettet mit uns. Der scheint auch kaputt zu sein. Ja, sogar die 2 Mädler sind noch hier. Also es ist wirklich absolut identisch. Das war das Haus von der Weber. Ich wüsste gern, wie es dem Melina geht. Arg, was ist denn los? Ich denke gerade, dass ich mal Stadt zurückgelassen habe. Arg, du hast Erinnerungen an Orte, die ich gar nicht kenne. Alter, stell dir mal vor, es hat vorher auch noch Orte gegeben, das hat auch vorher ein Leben gegeben, bevor wir uns getroffen haben, ne? Da bin ich Gretel hinter der Heck. Davor habe ich Erinnerungen, von denen du nix weißt, Arg. Die will ich auch gar nicht kennen. Du Knopf! Magst du vor erfahren? Mailin, davor scheint mir jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zu sein. Schon gut, es interessiert dich nicht. Alter, ich hab der Gretel gerade eben gesagt, dass ich mein Heimatdorf hinter mich gelost hab, damit ich hier in der Welt rumreisen kann und Eier Idioten retten kann.
Und die sagt nur, ich habe Erinnerungen und wenn sie nicht hören will, dann magst du mich nicht. Ach Gott, ist das eine hassenswerte Kreatur. Ne, die ist so auf Ego-Schiene, diese Maylin. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Ich mag das ja, wenn die Leute so auf Ego-Schiene drauf sind. Schaut man zu sagen, hey, alles in Ordnung, magst du mal vielleicht drüber retten, was du war. Ach, kaputt zu sein, okay. Scheint auch kaputt zu sein. Spricht der wenigstens mit uns? Hallo? Nö. Schade, der ist auch Sturmwoche. Dann geht wohl nur noch das Haus vom Weiser, ne? Zack. Also, nee, definitiv die Maylin, die finde ich ganz, ganz furchtbar. So, erstmal die alte Äpfel reingezerrt. Ne, die scheint verschimmelt zu sein. Der Kochtopf, der brodelt auch nicht. Schade. Die zwei Kerle sind auch nicht hier da und machen wie ich das Sache. Und, ja, die Fische scheinen auch tot zu sein. Ich finde es aber auch geil gemacht. Und in meinem Zimmer sind auch die Fische tot und ich habe hier auch ein Speicherbuch. Oh, Maylin, ich mag dich so sehr. Ich finde es aber auch geil, dass hier so ein Türkiston über alles drüber gelegt ist hier im Haus. Und im Wald fand ich das ja auch schon so geil bei dem Tierpfad, dass das so wirklich an richtig düstere, dunkle Wald erinnert. Also ach, das fand ich für die damalige Verhältnisse schon sehr, sehr geil gemacht. Ah, die Blaudeer hier steht noch. Ich frage mich, ob es hier ach eine Truhe, eine Büchse der Pandora und ein Fluffy gibt. Denken Sie mal drüber nach. Und? Nee, lässt sich auch nicht aufmachen. Schade, schade. Aber da ist etwas, auch wenn der Weise nicht da sitzt. Ackerheld Wunderknolle. Okay. Und Ackerheld Porträt. Geil. Okay. Ein Porträt von Melinas Familie. Ich bin ein bisschen neidisch. Natürlich, du kannst ja nicht einfach mal dich für jemand freuen oder so. Die sehen sehr glücklich aus. Die Melina wirkt halt ganz anders. Vielleicht auch, weil ihre ganze Familie abgeschlachtet worden ist. Ah, ich könnte Melinas Eltern vor ihr erscheinen lassen. Genau wie in Luran. Ach, da habe ich die Illusion erschaffen. Wenn sie ihr Älteres sieht, wird die Prinzessin sehr glücklich sein. Aber ich mach das nur, wenn du sie für immer vergisst. Alter, leck mich doch am Käppel, du dappische Gretel. Ah, na, was a kleine Spinatwachtel. Die ist richtig nervtötend. Okay, das war alles, was wir hier machen können. Was, Mensch, willst du umkehren? Ja, komm, kehr mal um. Wir treffen uns am Schloss. Du darfst auf keinen Fall das Porträt vergessen. Ark und Maylin trennen sich am Eingang vom Wald. Ja, das wäre eigentlich die ideale Gelegenheit gewesen, um sie zufällig im Wald zu verlieren, hätte ich sagen. Aber leider brauchen wir sie noch, sonst hätten wir sie höchstwahrscheinlich zufällig Zwinker im Wald verloren. Aber vorher will ich noch speichern. So, Dorei. Nachdem ich jetzt auch wieder ein bisschen rumgesponnen habe. Der Apotheker ist auch fort. Und wir petzen uns jetzt erstmal hier wieder das Ding ins Reihe. 2 Level stärker als zuvor. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Also im Nordwesterwald 2 Level zugelegt. Das ist schon echt nicht schlecht. Das war aber auch wieder nur meinem mangelnden Orientierungssinn zu verdanken. Entschuldigung, Räusper, Räusper. Okay. Und jetzt müssen wir wieder zur ihrer königlichen Majestät. Und dazu müssen wir dort die Treppe hoch. Du, dip, dap, du, da, trella. Arg. Und die Musik ist so geil, die kommt auch später noch vor und wird auch noch, sagen wir mal, relativ wichtig sein. Aber auf jeden Fall ist das Musik von Fun-Part, würde ich sagen. Für einen sehr großen Fun-Part, auf den ich mich jetzt schon tierisch freue. Oh, du bist's. Was, Menschen, du damit? Das ist nicht sehr nett von dir. Du wirst bald mit der Prinzessin sprechen? Arg, du musst gar nichts schaffen. Ich nehme das Ölgemälde. Die Gesichter muss ich mal merken. Maylin nimmt sich das Ölgemälde. Ich weiß nicht genau, was du vorhast, aber sei bitte vorsichtig. Lass es bei mir, du gehst jetzt besser, ach. Alter. Ja, leck mich doch.
Entschuldigung, ich musste einfach so abweisen und wie ich sei. Okay, reden wir erstmal mit dir. Hast du ein Mittel gefunden, was der Prinzessin helfen wird? Dann sprich sofort mit dem König. Okay. Du hast also ein Mittel gegen die Probleme der Prinzessin gefunden. Lass uns keine Zeit verlieren. Eile die Prinzessin so schnell es geht. Machen wir. Machen wir, Majestät. Was ist das? Was geschieht hier? Melina. Melina. Oh. Da kommen sie. Die klassische, etwas ältere Hausfrau und ein Schnorreskerl. Unmöglich, das kann nicht sein. Wie alle anderen in diesem Dorf starben auch sie vor vielen Jahren. Nur dieses Kind überlebte Melina. Ich weiß, ich brachte sie alle um. Eure Hoheit, wir sind nur ein Traum und kommen nicht aus der Welt. Wir sind gekommen, um Melinas Seele die Aare zu öffnen. Melina, erweck die Aare von deiner Seele. Los Mama und Papa deine Stimme hören. Papa, Mama, ich, Prinzessin Melina, alles in Ordnung? Kopf hoch. Scheint so, der Prinzessin geht es heute nicht gut. Alle Termine und Audienzabsagen. Werf diesen Typ hier auf der Stelle raus. Ja, ich find's auch nett, dass er mich nicht hat Köpfe oder hängen lasse. Also, das ist doch schon mal ein Vorteil. Arg. Ja. Das läuft mir ganz gut. Aber etwas ist merkwürdig. Der König ist kreidebleich, war er bestimmt hier nicht so ganz. Es lief wirklich gut. Die haben mich fortgejagt. Egal, lass uns ins Hotel gehen. Ich bin hungrig. Ja, Hauptsache du, ne? Hauptsache du. Wir haben nur einen schöner Traum hier. Wie bei der Erweckung von der Menschheit ist hier noch ein Umriss. Arg, herrscht mich! Dreimal dürfte rote, wer das ist. Die Menschenwelt steckt noch in der Kinderschuhe. Es ist noch viel Erbe nötig, um dem Kind Slave beizubringen. Herrscht ihr Stimme. Sie sehnen sich nach Befreiung aus der Dunkelheit. Durchquer die hohen Berge und geh Richtung Süden. Dort gibt's jemand, der dringend deine Hilfe braucht. Schön, dass der mir jetzt auch noch im Traum erscheint. Der alte Putzenickel. Und? War das ein Traum? Mann, was ein Tagesanfang. Er hat gesagt, halt dich südlich. War das wirklich nur ein Traum? Oder... Nee, wir sehen mal, im Zimmer liegt die Mailin jetzt. Die ratzt anscheinend auch zufrieden. Oh, du bist es. Sei vorsichtig, wenn du rausgehst. Der König starb. Einige Berichte besagen, dass der Regent ermordet wurde. Ich denke, die Suche nach einem Bräutigam wird nun abgeblasen. Du könntest recht haben, ja. Wobei eigentlich die Prinzessin übernehmen sollte dann, ne? Naja. Ich kann absolut nicht mehr essen. Ah, na. Okay, jetzt meide ich dich doppelt so viel. Und ich steht Sache, dass es jetzt kurz vor dem Ereignis, wo ich dringend dann der zweite Speicherslot verwende werde, weil hier dann nochmal etwas ist, was auf jeden Fall nochmal der Rest vom Spiel und Spielverlauf verändern wird. Okay, das hatten wir schon. Bla bla. Okay, jetzt ist aber hier nämlich was los. Aber bevor ich das mache, will ich auf jeden Fall nochmal reingucken beim Schloss. Hallo? Kuckucks. Was willst du? Niemand auf das Schloss unerlaubt betreten. Okay, jetzt ist hier zu. Und da der Weise gesagt hat, halte ich noch Süde, könnte es auch sein, dass der Zoll derzeit offen ist. Aber es gibt jetzt noch was absolut Wichtiges, was wir zu machen haben. Der Tod des Königs lässt nur aufblühen. Wo ist Prinzessin Melina? Bürger, ihr wisst, der König dieses Landes lebt nicht mehr.
Ohne Führer haben wir das Recht auf uneingeschränkte Freiheit. Die Zeit ist reif, das Schicksal des Landes in die Hand zu nehmen. Ich erkläre meine Kandidatur als Vertreter dieses Volkes. Natürlich kann jeder hier für das Amt kandidieren. Noch jemand? Ich werde auch kandidieren. Ach, der Lotter Louis. Ich bin nicht sehr beliebt, aber ich liebe diese Stadt und kann helfen. Gut, Louis, gib nun deine Absichten bekannt. Ich möchte eine Wahl abhalten, um dein Vorhaben zu legalisieren. Ich schlage eine Pause vor, um die Wahl vorzubereiten. Schaut euch die Kandidatin gut an, bevor ihr ihre Stimme abgebt. Okay, dann hatten wir schon den hier und die hier. Es ist seltsam, dass gerade Louise etwas sagt. Ich werde Jean wählen. Natürlich, Fangirl und so, ne? Meine Oma sagt immer, bevor du eine große Entscheidung triffst, denk gut nach. Außerdem auf Ratschläge von Spezialisten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Der Oma war gar nicht mal so dumm. Die Zukunft ist sicher, solange es Menschen wie Louis gibt. Ich möchte die Steuern, die der König erhob, für die Stadt nutzen. Wirtschaftliche Freiheit bedeutet für alle Menschen ein gutes Leben. Jean traf in seiner Rede genau den richtigen Ton. Die Leute glücklich machen, indem man ihr Land verschönert. Genial. Dennoch stimme ich Jean nicht zu. Wir sollten alles brüderlich miteinander teilen. Aha. Viva la Revolution, Fraternité, Egalité, Liberté. Jo, und jetzt müssen wir mal ganz kurz raus und wieder reingehen. Dann geht nämlich die Wahl los. Und wir sind ja hier anscheinend auch wahlberechtigt. Und wir sind natürlich das Zündlein an der Burg, das ist völlig klar. Und was sagst du hier? Er ist ja so schlau. Beeilung. Ach Gott. Okay, das ist wieder nur das alte Gelaber, was wir da kennen. Wir stellen uns jetzt mal 8a zum Wähler. Und jetzt kommen wir an die Reihe. Und jetzt können wir definitiv den Spielverlauf verändern. Wen soll ich bloß wählen? Also, wenn wir jetzt den Louis wählen, bleibt das Dörfchen Loire auf immer und ewig das Dörfchen Loire, so wie wir es jetzt kennen. Wenn wir für den Jean stimmen wiederum, dann entwickelt sich das Dörfchen zu einer Stadt noch und wir können die Entwicklung mit beeinflussen. Das finde ich persönlich dann auch sehr cool, weil dann ist Terranigma nämlich ab dem Zeitpunkt jetzt auch ein Wirtschaftssimulator. Ich will der Jean. Er scheint für die Aufgabe gut vorbereitet zu sein. Okay, die Leute sind da. Wir reihen uns mal wieder ein. Wir werden nun die abgegebenen Stimmzettel auswerten. Das kann noch etwas dauern. Komm später wieder. Okay. Das dauert jetzt halt nochmal ein bisschen. Das dauert so lange, wie wir hier und zurück gerannt sind. Ich meine, das sind jetzt auch nicht so viele Stimmen, die man dort zählen muss. Aber die brauchen du halt ein bisschen davor. So. Tut mir leid, dass du warten musstest. Wir verkünden nun das Wahlergebnis. Für mich, Jean, 25 Stimmen. Für Louis, 24 Stimmen. Dafür, dass er nicht beliebt ist, ist das gar nicht mal so schlecht gewesen. Also mit innerer Stimme hat der Jean gewonnen. Mit einer Stimmenmehrheit wurde ich gewählt. Trotzdem möchte ich Louis bitten, mir bei meiner Aufgabe zu helfen. Außerdem bitte ich euch alle um eure Unterstützung. Wunderbar. Seht, er hat ihn mehr oder weniger zum stellvertretenden Bürgermeister erwählt. Und er ist jetzt hier der Bäuermeister von dem Kaff und da ist ein Vize. Perfekt. In der Palz übrigens, weil ich jetzt vorher Bürgermeister gesagt habe, ich war mir nicht so sicher da in dem Moment. Auf Pelzig heißt Bürgermeister oder Bürgermeister, Bäuermeister oder Borschemeister. Okay. Ich bin ehrlich erleichtert. Dies ist das Beste für die Stadt. Wir sammeln alle Vorschläge, die die Zukunft dieser Stadt betreffen. Es ist das Ziel aller, dass diese Stadt ein neues Gesicht erhält. Das sehe ich auch so. Viva la Revolution! Sehr schön. Okay. Gut. Jetzt wollte ich aber auch noch was schaffen. Das war das Haus von Louis. Das war das von den Rob Wood Fangirls. Gehen wir da gerade mal kurz rein. Okay, das ist auch nur wieder dummes Gebabbel. Und Rob Wood könnte aus dem Schloss fliehen. Ich bin so glücklich. Ja, ich war es auch nur, der einen Käufer hat. Aber egal, wir sind ja ein stiller Held. Wir müssen nur damit prahlen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich jetzt schon die Sache mitnehmen kann oder ob das erst ein bisschen später kommt. Ich schwätze mal die Leute an. Marcel. Hallo Marcel. Ich hörte, der König sei tot. Doch das ist mir egal. Ich bin glücklich, wenn ich malen kann, was ich mag.
Okay, Frohnatur. Ich glaube, das kommt erst ein bisschen später, weil ich klapper lieber noch einmal die Light so ab. Die Mademoiselle Nettie wollte ich nochmal, glaube ich, abklappern. Mademoiselle Nettie, für Kleidung für Blaublütige, nicht für den Pöbel. Du kannst unsere Kreation nicht tragen. Bestimmt. Ja. Ist schon klar. Ich glaube, das kommt wirklich erst später. Okay, ja. Das kennen wir alles schon. Okay. Wunderbar. Dann haben wir jetzt Loa auf jeden Fall zu neuem Ruhm verholfen. Und die stehen als noch da wie die Butzenickel, die Butzemännler. Alles klar. Dann gehen wir jetzt Richtung Süden weiter. Durch den Zoll. So. Und zack. Wobei Viva la Revolution eigentlich eher Spanisch ist. Ich Dummkopf, warum sage ich sowas bei Französisch? Egal. Du möchtest den Zoll passieren? Geh durch. Der Tod des Königs trübt die Zukunft Loas. Wen kümmert der Zoll? Okay. Aber in Spanien wäre ich übrigens kein Akzentsprecher. Das kann ich wiederum nicht. Spanischer Akzent kann ich nicht. Das klingt dann sehr schnell bindig. Französischer Akzent, das ja, könnte man doch irgendwie hinkriegen. Da ohne ist noch was. Das sind die Quattros. Und interessanterweise, die Quattros, die kann man hier von Europa abziehen und die tauchen dann woanders auf, wenn man hier alles richtig macht. Ich bin Quattro, der Anführer der Quattros. Willkommen in der Oase des blühenden Lebens. Also es klingt, wie gesagt, nicht so besonders gut, wenn ich den Akzent da mache. Hey Süßer, ich bin Süß, die Tänzerin. Soll ich für dich tanzen? Der Tanz der 7 Schleier? Ajo, mach's. Sorry, aber ich glaube, du bist noch ein bisschen zu jung davor. Jetzt können wir die Alte aber massieren. Das tut so gut. Und noch einmal. Na hopp. Wir können auch natürlich was anderes machen und können sie so schieben. Boah, nicht übertreibe. Okay. Weiter massiere. Ich glaube aber, das war's auch schon, ne? Mehr geht du, glaube ich, nicht. Noch einmal. Okay, sag das noch einmal. Bla bla bla. Und zack. Das tut gut. Ja. Natürlich tut das gut. Ark ist halt ein super Masseur, aber manchmal wird er auch ein bisschen aufdringlich und greift auch mal die Front an. So, was ist mit euch? Wir genießen jeden einzelnen Tag. Man lebt schließlich nur einmal. Willkommen bei den Quattros. Wir sind Nomaden und lassen uns treiben. Das finde ich schön. Hallo, Fremder, spielst du mit? Na klar, wie ist denn das Spiel? Es nennt sich Wüste-Poker, aber dafür bin ich noch zu jung. Warum bietest du was danach an, du Simpel? Du ist keiner im Zelt. Der da? Ja, nee. Mitleid, die so alberne Hüte tragen, spiele ich nicht. Besser so, wir hätten dich eh betrogen. Säckel. Mieses Säckel. Wir Quattros sind immerwährende Reisende. Kann ich dich amassieren? Nee. Okay. Alles klar. Dann geht's jetzt nur noch in die Stadt. Und zwar noch Ahola. Wunderbar, oder? Die Königin von Spanien regiert, hat einst im Schloss Toronja regiert. Dann ist sie durchgedreht, nachdem wir 3 Söhne auf dem Schiff gestorben sind. Klingt nicht so gut. Steht da was Sache? Ich beende den Part mal hier. Und, wie sieht's bei dir aus? Ist das jetzt Zollkummer? Das muss ganz schön schwierig gewesen sein. Ich habe gehört, der König von Loa ist ermordet worden. Das ist der Tumulte, Kummer. Ach so, ich soll unsere müde Gäste nicht so überanstrengen. Das macht dann 10 Taler. Gut, ich bleib. Der Meister. Das Zimmer ist dort. Gute Nacht. Den kennen wir doch auch noch, den Kerl hier. Wir werden uns wiedersehen, das weiß ich. Hast du die Prinzessin gesehen? Nach dem Tod vom König ist sie aus Loa verschwunden. Seltsam. Ich hab gedacht, dass du vielleicht etwas besser kennst. Nicht wirklich, aber da ist anscheinend noch stunk aus. Und hier gibt's einen einfachen Trick. Wenn wir hier speichern und nicht schlafen gehen, können wir jederzeit hier in dem Zimmer speichern. Und an der Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.